Voller Optimismus und mit dem Tornadostoß im Gepäck geht's hier weiter bei Skyward Sword Dio im 6 Herz One. Und die Frage ist natürlich immer noch, können wir die Kürbissuppe an uns nehmen? Oder müssen wir vorher noch das Herzl einsammeln oder so, denn es ist ja immer noch hier. So, was ich meine? Guck mal, da muss das Herzteil, da muss ich irgendwie zuerst runterschmeißen und so. Ne, es geht auch so, Gott sei Dank, es geht auch so. Ich dachte schon, wir müssen wirklich so Sidequests zu machen. Ja, also bis jetzt würde ich mal sagen, so Let's Collect und so mit allen Herzteilen und allen Herzcontainern geht bis jetzt noch, wa? Bis jetzt steht es noch alles unter einem guten Stern. Schau mal. Kürbisse, alles Kürbisse und ein paar Spiritosen, also der ist gut ausgefüllt, wa? Hey Kumpel, was ist los? Sieht so aus, als ob dich etwas bedrücken würde. Echt jetzt? Wäre mir gar nicht aufgefallen. Ach ja. Na Richard, Ja, du alte Schnapsdrossel. ich bringe jedes Jahr eine große Portion meiner Kürbissuppe. Nach vor einiger Zeit tauchte plötzlich so eine gigantische Sturmwolke auf. Ja, deshalb konnte ich nach Richard dieses Jahr leider keine Suppe bringen. Ich bin untröstlich. Denn wirklich, du willst nach Richard das meine Suppe bringen? Müssen wir zur Schleierhaft, wie du mit deinem Vogel durch diese riesige Sturmwolke fliegen willst, aber da er schon lange keine Suppe mehr hatte, werde ich sie diesmal besonders lecker würzen. Ja, mach sie bitte besonders scharf, damit er sich auch, damit er ein bisschen abgelenkt ist. Warte hier, ich will mich bei einem in Windeseil etwas Leckeres zusammenzubrauen. Ein Tag später. Hier ist sie. Ich gucke seit Jahrzehnten, aber sie ist wohl die leckerste Kürbissuppe, die mir gelungen ist. Alter, ist das Teil groß. Gebieter, ich werde nach dem Roboter rufen. Macht das fein, natürlich der andere Typ, der sieht sie gar nicht, aber hört sie offenbar. Verehrte Verein, hier bin ich. Wie kommt der durch die Tür, ganz ehrlich? Was mit dem Teil? Eine wirklich schwere Ladung diesmal, aber es geht in Ordnung, ich schaffe das. Ich war da draußen auf dich, gib mir Bescheid, dann folge ich dir überall hin. Das wird so freundlich zu uns. Hat ihm vielleicht das Masterschwert gezähmt? Und nun? Normalerweise biete ich nach Richard meine Suppe von einer kleinen Insel innerhalb der Sturmwolke da. Du kannst sie gar nicht übersehen, über ihr steht ein Regenbogen. Viel Glück. Ja, die kennen wir auch schon bereits, also dürfte es nicht so das Problem werden, wa? So dann noch, nee, mach ich nicht. Mach ich nicht. Link steht aber nicht in fremden Sachen um, also mache ich das auch nicht. Na gut, Link ist auch kein Let's Player, ich meine, wäre Link ein Let's Player. Ja! Wow! Ja. Das wäre also ziemlich das Einzige, was er da machen würde, der Rest wäre alles ziemlich monoton. Aber gut, wir haben die Kürbissuppe, also geht's jetzt los. Man muss schon sagen, hey Trappo, du hast schon was drauf. Ich meine, du hast zwar keine Muskelmassen in seinen Armen, aber du hast schon eine Spannung drauf, die ist nicht von schlechten Eltern, wo ich fliege überhaupt hin, so. Ich frage mich zwar allerdings... Wow, lalalala. Das frage ich mich halt auch. Was würde passieren, wenn Trappo da reinfliegen würde? Nö. Ich frage mich halt vor allem, was würde wohl, oder wie zum Henker lädt Trappo einen Kraft? Ich meine, das ist ein Roboter. Da hat wohl keine Batterien drin und so. Wird ein Propeller durch die reine Luft? Ein kleines Windkraftwerk in sich selbst drin? Man weiß es nicht. Vielleicht ist der Trappo so eine Art Roboter der Zukunft. Also jetzt halt bei uns im Real Life, nicht wahr? Hier in der Vergangenheit ist er, ja, vergangen. Gibt ihn gar nicht mehr. Aber Trappo lebt am Schluss, also am Schluss in Skyward Sword noch. Dann frage ich mich, wieso gibt's halt diese Rasse, wieso gibt's die eigentlich nicht mehr bei späteren Spielen, wie bei Ocarina of Time, The Wind Waker. Wieso gibt's den kleinen Trappo nachher nicht mehr? Wieso möchte der Typ da unten abschießen? Wieso hat sie überall Wirbelstürme? Die Sturmwolke ist auch ein Witz, oder? Kann eigentlich drüber fliegen. Da oben wird's doch gehen, So, jetzt ein bisschen schneller. Wow, nein! Alter! Verarsch mich doch! Ich sehe bereits blaues Licht hindurch, also fliegen wir hindurch. Ich glaube, jetzt dürften uns gar keinen angreifen, oder? Weil mit Trappo im Gepäck, wenn jetzt jemand angreift, habe ich ein Problem. Natürlich sind sie da. Okay, ich hau ab. Lass uns in Ruhe. Achso, die interessieren doch gar nicht für Trappo. Das ist umso besser.
Sag mal, wie kann es eigentlich einen Regenbogen bilden? Ich meine, Regen, klar, es geht ja noch in der Wolke, höchst sonnenklar, aber es ist hier gar keine Sonne. So, da wären wir. Kannst liefern, Trappo? Ich stelle die Kürbissuppe hier ab, in Ordnung? Das ist ein komischer Ort. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich irgendetwas ganz groß erscheint. Ich habe Angst, ich hau ab. Mein System lässt mich im Stich. Ja, okay. Ich mach mich dann wohl vom Acker. Wer ist echt ganz blöd so freundlich? Ach du Scheiße. Wieso wird es so dunkel? Da ist der Narisha! Er hat rote Augen. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn jemand rote Augen hat. Wow. Ja, nee, ist klar. Also, dessen Besuch im Optiker sind sicher teuer. Weil so viel Club schon. Und vor allem so großen. Großer Himmelsgeist, Narisha. So, Freunde, den Angriff könnt ihr gleich mal vergessen. Das funktioniert gar nicht, vor allem hier nicht. Wir müssen es anders machen. Tschüss. Aurora, ich warte mal. Wow. Alter, ist direkt hier. Wow. Das war knapp. Wo ist der? Ah, da. Wir brauchen einen Tornadostoß. Jetzt wird's lustig. Wir müssen die Dinger abknallen. Na, verdammt. Ja, da war ich schon immer schlecht drin, die Entfernung abzuschätzen. Ja, schaffen wir schon, das schaffen wir schon. Wow. Natürlich sind die Viecher auch noch da, ganz klar. So, da sind sie weg. Kann ich die anvisieren? Natürlich nicht. Toll. Ich muss sozusagen blind fliegen. Nein, verdammt, ich hatte ihn fast. Ich hatte ihn fast. Dann machst du so. Und, ja. Blub, blub, blub. Der macht einen Blub schon, hey. Ja, der Kampf und Umstände Weile Daumen, Freunde. Nee, natürlich nicht, wir schaffen es schon. Ich muss bloß die Entfernung richtig einschätzen. Da war Nummer 1 und Nummer 2 kriege ich noch, by the way. Ja. Nee. Kriege ich so nicht mehr. Wow. Das war knapp. Das war knapp. Also im Grunde genommen macht er jetzt hier gar nichts. Sprich, es wäre ziemlich einfach, ihn zu besiegen, wenn wir ihn treffen würden. Ich finde so einen Kampf an und für sich schon genial und so. Und schade, dass er nachher im Boss-Battle, sprich Boss-Rush dabei, dem Donnerdrache nicht mehr vorkommt. Aber schwierig ist auch. Mann, ja, knapp verfehlt. Also schwieriger ist einfach, ja, bisschen timingmäßig, wa? Jetzt kommen die Viecher schon wieder. Lass mich in Ruhe, Mann! Ich hab was zu tun! Alter, lass mir Ruhe. So, der kommt nicht wieder. Nein! Ja, Mann, ich hatte ihn fast. Das gibt's nicht her. Hab ich jetzt einen Links-Rechts-Schwäche oder was? Huschen doch mehr als zuerst dich. So, hätten wir das? Fehlt noch einer. Kurz gekehrt. Nie mehr verkehrt. Ja, das war gar nicht mal so falsch, wa? War auch spontan. Mann. Alter. Kann doch nicht so schwierig sein. Hoch mit dir. Na, doch nicht. Jetzt Sturzflug runter, komm schon. Oh, was zieht denn jetzt für eine Kurve? Bist du wahnsinnig? Okay, der war jetzt wirklich schwieriger. Wow, nein! Aua! Na klar, nach 2 Herzen weg. Ist klar. Aber dazu, dass uns nichts macht, wa? Ah, so wird das nichts. Ich hoffe nur, die Augen wachsen nicht nach. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. So, auf ein neues. Ich habe noch 3 Tornadostöße. Nein, ich hatte ihn doch! Ah, verdammt nochmal. So, also anders. Jetzt kommen die schon wieder. Lass mich doch mal in Ruhe. Wow, ich bin beinahe erwischt. Was zum... Oh, da weiche ich mich immer aus. So, von hinten halt. Geht doch. Hm? Blip. Ja, was soll das? Wer verarscht mich hier?
Ja, da ist der letzte Boss, Freunde. Also sprich, der letzte Boss ist der eigentlich Hauptboss. Wo ist Narisha jetzt hin? Ah, dort. Ja, den können wir zwar mit Aurora nicht mehr platt machen. Das müssen wir selbst erledigen. Ich hoffe nur, ich bleibe hier stehen. Gut. Komm her. Ja. Wow, voll das Bakterium in sich drin, hey. Fauläugiger Riesenparasit. Baras. Der wird übel. So geht's nicht. Wir müssen zuerst die Flügel treffen, Freunde. So, ich mache zuerst mal den linken. Zack. Also links von ihm her. Von mir aus war es dort rechts. Ist doch egal. Jetzt den anderen. Zack. Jetzt macht er sein Auge auf, oder? Hier. Da. Was soll das? Jetzt kriegst du auf die Klubsche, Alter. Alter, wir haben das Masterschwert trotzdem her. Also ganz ehrlich, mit dem Masterschwert könnten wir Giro ihm in der ersten Phase bereits platt machen. So, direkt dorthin. Müssen ein bisschen schneller sein, glaube ich. Das gibt's nicht. Willst du mir forschen? Komm her. Da. Das gibt's nicht. Na klar gibt's das. Jetzt hau ich dir auf die Klubsche. Dämlich hat zu Klubben verschnitten. Ist mein einziges Auge. Was fällt dir ein? So, es ist gleich ein bisschen fieser, glaube ich, oder? Dritte Phase ist doch bereits. Zack, nach links entlang. Und jetzt wär's da, glaube ich. Müssen wir aufpassen. Ach nö, noch nicht. Macht er später, okay. Entschuldigung, aber mein Fehler. Ah, warte doch schon. Was zum... Wow. Moment mal kurz, Leute. Das geht schon. So, geht doch. Wollt... Macht er plötzlich mehr Treffer, die alte Arschgeige. Na klar. Und voll erwischt. So, 3 ist ein Reichen. Nein, natürlich nicht. Ist klar. Nein! Ich hab doch... Er hat mich erledigt. Schon eine Fee downnehmen. Mann! So, komm her. Komm her. Voll erwischt. Hey, Mann, reißt langsam mal. War ganz schön viel, wa? Na klar, voll vorbei. Willst du mich verarschen, Kumpel? Der war klar, da habe ich gerade in die Mitte gezielt. Geht doch. Ja, komm nur. Und das war's jetzt aber endgültig. Hat eine ganze Fee verbraucht, nur weil mich Narisha noch getroffen hat. Ja, Himmelsgeist und so, ist schon klar. Was war das? Oh. Links, das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Wir haben Narishas Gehirn platt gemacht. Oh. Toll, wo landen wir jetzt? Neues Gebiet? 4. Gebiet vielleicht? Sieht ja freundlich aus, aber trotzdem so große Poren wie ein Elefant. Du warst es, der mir meine geliebte Kürbissuppe brachte. Die du noch nicht angerührt hast übrigens. Und du hast mich von diesem Monster gerettet, das meinen Geist und meinen Körper befallen hat. Und dein Gehirn und deine Poren. Der Geruch meiner geliebten Suppe hat mich hierher geführt. Ich danke dir, Jüngling. Ich bin Narisha, ein Diener unserer Göttin Hylia, und ich herrsche über das Wolkenmeer. Ich verstehe. Dein Name ist also Michael. Ein klangvoller Name, fürwahr. Natürlich ist er das. Deine Eltern haben ein gutes Gespür bei der Wahl des Namens bewiesen. Danke, richt's hinaus. Oh, dieses Schwert. Die Kraft in deinem Herzen. Bist du etwa der auserwählte Held, Michael? Kann es tatsächlich sein? Ja, aber bitte kriegt jetzt keinen Herzinfarkt vor lauter Freude, das können wir jetzt gar nicht gebrauchen.
Wenn dem so ist, kommst du wohl mich nach dem Triforce zu fragen. Logo. Meine Vermutung ist also korrekt, dann will ich dir etwas erzählen. Wie du weißt, unternahm die Göttin alles, damit das Triforce nicht in die Hände der bösen Mächte fällt. Aus diesem Grund hat sie es im Wolkenhaub versteckt, an einem Ort, den niemand kennt. Das ist... ich muss sagen, es ist Logik pur. Ich meine, verstecken, so klar. Wenn es keiner findet, alles easy. Aber wenn man weiß, man stirbt, also sprich, man wird in einem sterblichen Körper wiedergeboren und so, und versteckt irgendetwas, was man allerdings nur selber weiß, und nach der Inkarnation weiß es auch nicht mehr, die Reinkarnation, sprich Zelda jetzt halt. Das ist nicht sehr clever. Selbst ich weiß nicht, wo sich dieser Ort befindet, doch die Göttin gab mir einen Hinweis, nehmen etwas. Es handelt sich dabei um ein Lied für die Lyra, die du bei dir trägst. Es trägt den Namen Heldenlied, das übrigens auch den Spielebug auslösen kann, also sei vorsichtig. Das Heldenlied ist so etwas wie der Schlüssel zu dem Ort, in dem das Triforce verborgen ist. Ja, fast. Doch die Göttin hat das Lied in 4 Teile, 4 Stimmen aufgeteilt. Eine der Stimmen kenne ich, doch die anderen 3 wurden an die erhabenen Drachen des Erdlandes weitergegeben. Du musst die 3 Stimmen des Heldenlieds jeweils von den 3 Drachen erlernen. Wenn du alle 3 Stimmen hast, komm zu mir und ich singe für dich die letzte Stimme. Hast du verstanden? Ja, besuchen wir die 3 Drachen im Wald von Fayon, im Vulkan Eldin und in der Wüste Ranel. Kennst du erst einen von allen, oder? Ist doch klaro. Ja, ist klaro. Also dann, das war's soweit. Narisha? Die 3 Drachenfreunde. Das heißt schon wieder Gebiete Ranel, Eldin und Fayon, und ich würde es, also im Grunde genommen, muss ich ganz kurz noch erzählen hier. Moment mal kurz, steht der Lied und so, das stimmt, gehen wir jetzt mal hier hin, wa? Grundsätzlich ist es so, dass ihr euch aussuchen könnt, welche der 3 das nehmen wollt. Welche 3 Stimmen zuerst, ihr habt eigentlich die freie Auswahl, sprich ihr könnt zuerst Ranel nehmen, dann Eldin, dann Fayon, ihr könnt es umgekehrt machen, es spielt keine Rolle. Das Problem hier ist allerdings, man kann unter Umständen den Spielebug auslösen. Und das ist weniger cool. Ja. Der Spielebug, den habe ich bereits im ersten Let's Play auch gezeigt. Den habe ich, also den kann man auch umgehen. Ach du Scheiße, so einer. Den kann man auch umgehen. Diesen 1000 Füßen man gerade nicht umgehen kann, wie es aussieht. Kannst auch nicht durchlaufen, aber egal, mach jetzt mal ganz kurz das Vieh noch. Könnt ihr auch umgehen, indem ihr entweder einfach das besagte Ereignis nicht auslöst oder aber, wie ich es getan habe und damit leider das Spiel komplett gefixt habe, ihr könnt auch den Sicherungsspielstand vom eShop runterladen. Sprich vom Nintendo eShop und so gibt es so einen Kanal, den man runterladen kann, der den Spielstand von Skyward Sword direkt behebt. Das habe ich damals gemacht und deswegen tritt bei mir der Fehler nicht mehr auf. Was genau den Fehler auslösen würde, zeige ich euch dann später noch, wenn es dann halt soweit ist. Ich werde es dann so machen, Leute, ich habe bereits entschieden. Ich habe es beim ersten Mal durchzocken so gemacht, dass ich zuerst Fayon genommen habe. Ne, Quatsch, stimmt gar nicht. Zuerst Ranel wegen dem Heldenschild, sprich wegen dem Hylia-Schild und so. Danach Fayon und danach Eldin. Jetzt der Schild, der ist zwar ganz schön cool und so, weil wir bereits erst vor kurzem einen neuen Schild erhalten haben, sprich einen göttlichen Schild und so. Wenn ich jetzt so mache, in diesem Let's Play, dass ich jetzt zuerst nach Eldin gehe, weil dort, wie ich finde, ist eigentlich das coolste Ereignis stattfinden von allen. Dann gehen wir danach nach Ranel. Und zum Schluss dann nach Eldin. Zum Schluss nach Fayon natürlich. Das mache ich deswegen, weil ich finde, das Ereignis, was im Fayon auftritt, im Waldgebiet halt, das kommt schon relativ früh wieder. Sprich, wir können jetzt direkt nach Fayon gehen, aber dann kennen wir bereits etwas, was man denkt, ja, nee, schon wieder. Und deswegen bin ich jetzt hier natürlich total falsch, war klar. Ja, und deswegen nehme ich jetzt zuerst mal Eldin, wegen dem coolsten Ereignis dort, um den göttlichen Schild noch ein bisschen zu zeigen und einzusetzen. Dann geht es nach Ranel, um dort auch einen Heldenschild einzusammeln. Heldenschild, ein Hylia-Schild, wie auch immer. Und dann zum Schluss nach Fayon, weil ich finde, das, was dort halt passiert, sollte erst am Schluss passieren. So, dann geht es zurück zu Narisha. Heldenlied komplett, gibt es noch eine Prüfung. Dann haben wir bereits das Triforce. Naja, so ungefähr. Ja, hat schon was. So, ich war also falsch, das war die zweite Truhe. Hier gibt es noch eine. Also wohl ein Herzteil hier, aber. Aber hier hat es doch wirklich 2.
Ja, stimmt, er hat 2. Muss das andere halt auf der anderen Seite sein. Ich gucke schon. Wo ist die andere Seite? Hä? Willst du mal verarschen? Moment mal kurz. Ich erinnere mich doch daran. Hä? Ich bin leicht verwirrt. Ich bin leicht geistig verwirrt. Ah, dort war's. Ja, Moment. Stimmt. Das stimmt ja schon. Wow. Entschuldigung, Aurora. Entschuldigung. Ich bin ja gerade ein bisschen verwirrt. Geistig verwirrt. Wie auch immer. Umnachtet. Wie auch immer. Genau, da ist der eine. Den haben wir gerade vorhin gesehen. Da gibt es hier noch einen, den wir jetzt holen können. Aber ich muss trotzdem ja zuerst mal ein bisschen mich einbuddeln. Das ist nicht ganz einfach jetzt zu landen. Deswegen mache ich jetzt mal kurz einen Schwenkflug. Und springen wir hier ab. Dürfte trotzdem reichen, wa? Ich muss einen anderen Ausgang nehmen. Meine Güte. Das hat den falschen genommen, wa? So, war denn jetzt der andere? Muss ich jetzt alles platt machen? Ja, ich überlege gerade wieder. Wo war denn das? Wir hatten ja 2 Au... Hä? Hat es wirklich 2? Ach so, der war's. Oh Mann, ich Trottel. Ja, natürlich, der ist der Richtige. Der ist der Richtige. Entschuldigung. Ja. So. Jetzt ein Schuh draus, wa? Jetzt kurz hier hoch und müssen bereits einen Köcher haben. Wenn mich mein Gedächtnis nicht trübt, bitte sag, es trübt mich nichts. Es ist die letzte Flasche. Noch besser. Das ist voll. Ja. Ja, es ist die letzte Flasche, Freunde. Es gibt insgesamt 5 Flaschen und das war die letzte. Dann war der Köcher, glaube ich, woanders, war. Dann müsste der auf der Karte, müsste er hier gewesen sein, war? Genau, müsste er hier sein. Bei der Stätte der Lieder müsste der Köcher sein, den wir jetzt bekommen und dafür nicht 150 Rubine zahlen mussten. Juhu! So eine Unverschworenheit, oder? Unverfrorenheit, so rum. 150 Rubine für den dämlichen Köcher, hey. Ist das schon leicht übertrieben, wa? So, Ausgaben. Das müsste wieder richtig sein. Natürlich bin ich richtig. Wunderprächtig. Juhu! Aurora! Ja, komm ja schon! So, da ist sie doch, die Stätte Lieder. Ich sehe zwar gerade den Strahl nicht mehr, aber ist ja egal. Die Strahlemann ist überhaupt noch da? Ja, muss doch da sein, wa? Die letzte Truhe war jetzt die hier oben. Yep, die war hier oben. Perfekto. Ja. Und es war die kleine Bombentasche. Haben wir doch gegiert. Verdammt, wo war denn der Köcher? Die Tasche ist voll. Wo zum Henker war denn der Köcher? Ich sehe gerade wegen der Reiche nicht. Da hat es ja 2 Truhen gehabt. Bereits. Nee, ich glaube, es war nur eine, weil die 2 hatten wir doch bereits. Genau, haben wir bereits hier aufgemacht. Hä? Verstehe ich nicht. Ja, ich muss zugeben, da bin ich jetzt ein bisschen... Ein bisschen verwirrt. Nun gut, was vielleicht da hinten, egal. Was machen wir jetzt, Freunde? Der Part wäre bereits vorbei, wie es aussieht, war. Oh ja, der wäre bereits vorbei, aber egal. Wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück zum Wolkenhort, um dort noch die Flaschen uns zu nehmen, vielleicht noch mal ein bisschen auffüllen und so. Und dann geht's im nächsten Part ab nach Eldin für das Heldenlied. Juhu! Wir haben alles beisammen, es läuft alles toll. Und dann, liebe Freunde, wenn wir mal sagen, so pro Gebiet, oder mal sagen, nochmal maximal 2 Parts. Ja, doch, müsste reichen, 2 Parts. Ja, für Firewoven vielleicht 3 Parts, mal schauen. Dann noch die letzte Prüfung und so. Und dann sind wir, also ich würde mal so schätzungsweise sagen, etwa 10, 15 Parts maximal noch.
dann ist das Let's Play bereits wieder vorbei. Tja. So schnell kann es gehen, wa? Wow, nicht schon wieder. Vergiss es, vergiss es. Du, 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 du. Und nicht schon wieder. Ausweichen. Schau mal da. Ah, Mann, was ist denn jetzt los? Als ob der Gott des Windes nicht wollte, dass wir hier fertig werden. Gibt's ja nicht, hey. Die Götter was gegen uns. Londonflug! Der Paraschal kann auch nicht schaden. Wunderprächtig. Jetzt schaue ich gerade mal. Wir haben ein paar Herztränke noch. Ja, gut, gut. Wir sind schon wieder nicht mehr. So, jetzt aber. Ach ja. Wie Motion Plus, wa? Wir müssen dazu, glaube ich, nichts sagen. Das will der alte Knacker. Nope. Das Wahrsagen macht letzter Zeit so ein verdrochsenes Gesicht. Der Mann, sein Kristalldings, das ist ein kaputt und riecht. Wer sind mal nach dem Wahrsager siehst und so ein Haus liegt im östlichen Teil des Wolkenorts. Sidequest, sind jetzt nicht mehr da. Ja, dann muss sowieso nach Eldin, sprich, ich muss zuerst das Teil dort machen in Eldin und dann kann ich nachher das mit dem Wahrsager erledigen. Gut. Aber ist ja schon wieder, aber der gefehlt. Ich muss ein paar Sachen hier verstauen. Ja, gerne, Schätzchen. Aber gern doch. Ach ja, wie sie alle auf uns stehen, wa? Alle vor allem. Rubinmedaille, kommt die mal weg, wir brauchen sowieso kein Geld mehr. Dann kommt die Bombentasche hier hoch und wir haben die 5. Flasche. Ich glaube sowieso fürs Endabenteuer, dann wenn mal sagen kommt, dann die Schatzmedaille weg, nehme ich mir einen Köcher mit. Bombentasche, dann vermutlich noch, hier die Deko-Tasche halt noch. Und 4 Flaschen müssen eigentlich reichen. Also ich sage jetzt mal eine Fee vielleicht noch, ein Herztrank. Einen Lufttrank nehme ich sicher noch mit und Unbesiegbarkeitstrank vielleicht, noch Ausdauertrank und so. Ja, Ausdauertrank brauche ich noch. Und ja, wir werden sehen. Naja, vielen Dank, Mann. Ja, bitteschön. Lufttrank, genau, brauche ich schon bald mal. Das wäre dann fürs Abenteuer im Faerûn. Dann, ich überlege gerade nach, habe ich noch irgendwie was im Gedächtnis gehabt oder so? Ich sag mal, so jetzt geht's wieder. Ja, das stimmt wieder. Eine Fee habe ich, 2 Herztränke, das reicht eigentlich auch. Mehr brauche ich gar nicht. Ja. Dann sind wir für heute bereits wieder durch. So schnell geht's, wa? So schnell kann ein Abenteuer vorbei sein. Was heißt eigentlich schnell? Ich meine, Let's Play ist hier bereits seit über einem Jahr. Also fast einem Jahr. Link. So, geht wieder. Keine Rubine? 5 Rubine? Nö. Heute ist der Baum ein bisschen knickrig. Er ist ja aussieht so gruselig, muss ich auch noch besuchen und so. Aber das alles erst in künftigen Parts. Das heißt, nächstes Mal geht es dann ab nach Eldin ins Feuergebiet, wo wir eine heiße Überraschung erleben werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Skyward Sword Super Mode. Ciao zusammen. Link, Status interessant, war? Ja, sehr interessant. Also dann, ciao zusammen.